Du fotografierst gerne und würdest gerne daheim das eine oder andere kleine Fotoprojekt umsetzen. Du hast aber das Gefühl, das sei doch viel zu teuer. Da braucht man teure Studioblitze, einen Haufen Material, das dann nur im Weg steht und viel Geld kostet. Aber ich gebe dir heute 5 einfache kleine Tipps für Material, das wenig bis nichts kostet, damit du daheim auf dem Küchentisch oder im Bastukeller mit deinen ersten ganz einfachen Fotoprojekten anfangen kannst, die aber eine tolle Wirkung haben. Man muss nicht immer viel Geld ausgeben, wenn man fotografieren will. Viel wichtiger ist es, ein bisschen kreativ zu sein, gute Ideen zu haben. Und ein paar von denen, die ich immer wieder brauche, gebe ich dir heute gerne mit. Wenn du interessiert bist, bleib gerne dran, es würde mich sehr freuen. Viel Spass! Mit Tipp Nummer 1 fangen wir ganz einfach an, und zwar mit Material, das sehr wahrscheinlich zu einem grossen Teil schon bei dir daheim rumsteht. Ich brauche nämlich für meine Fotoprojekte ganz viel Papier und Karton. Ja, du hast richtig gehört. Zum Beispiel Kartonschachteln. Bevor die bei mir ins Altkarton wandern, nehme ich die häufig noch vor und nehme die kleinen Gebungen, zum Beispiel für meine Hintergründe anzumachen, für auf der Seite abzudunkeln. Oder manchmal brauche ich sie sogar als Kamerastativ. Kannst du dir nicht vorstellen, wie einfach dass ich da manchmal arbeite. Und auch Papier, vor allem weisses und schwarzes, kann man super als Hintergrund brauchen. Gefaltet kann man so aufstellen, zum seitlich abdunkeln oder mit dem weißen aufhauen. Und farbiges Papier mit Muster oder auch einfarbig brauche ich sehr häufig, zum Beispiel für meine Glasfotoprojekte als Hintergrund. Günstig oder vielleicht sogar schon vorhanden. Also schau doch mal in die Schublade oder in die Bastelschubladen von deinen Kindern. Vielleicht findest du dort ganz Haufen nützliche Sachen für dein nächste Fotoprojekt. Tipp Nummer 2. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich kann mir vorstellen, dass du das Problem auch kennst. Ich habe beim Fotografieren immer mindestens eine Hand zu wenig. Mit einer sollte man etwas haben, mit der anderen abdrücken und mit der dritten noch irgendwo Wassertröpfchen drauf machen. Geht nicht. Darum ist mein nächster Tipp für deine Fotoprojekte Wäschklemmerli oder so Bastelklammern. Die gibt es in ganz verschiedenen Grössen, Stärken und die sind sehr, sehr praktisch. Überkommt man auch an ganz verschiedenen Orten, zum Beispiel in Bastelgeschäften, in Haushaltswarengeschäften, im Baumarkt und so weiter. Oder kann man irgendwo auch online kaufen. Man kann Sachen damit befestigen, Tücher aufhängen, den Hintergrund anmachen oder zum Beispiel auch Pflanzen aufrecht herstellen. Wie auch immer. Also Klammern brauche ich regelmässig sehr, sehr häufig. Hat man entweder schon in der Wäschküche oder bekommt man für wenig Geld. Denen passiert nichts, die hat man ewig und kann man immer wieder brauchen. Das wäre mein Tipp Nummer 2. Und schon kommen wir zu Tipp Nummer 3. Mein nächster Tipp sind Spritzen in allen Grössen und Formen mit dünnen, dicken, langen, kurzen, spitzigen oder stumpfen Aufsätzen überkommt man die. Zum Beispiel in der Apotheke oder Drogerie. Manchmal, Gratis-Tipp, wenn man sehr freundlich ist und vielleicht sonst noch etwas in der Apotheke einkaufen will, habe ich sogar so Einzelstück sogar schon gratis bekommen. Und wenn nicht, kosten sie wirklich sehr, sehr wenig. Und wenn man mehr braucht, gibt es sogar online auch, bekommt man ein Set mit Spritzen in verschiedenen Grössen, mit verschiedensten Aufsätzen. Die kosten wirklich sehr wenig und sind sehr vielseitig einsetzbar. Für alle Fotoprojekte mit Wassertröpfchen, wenn du meinen Kanal kennst, weisst, dass ich das sehr gerne ab und zu mache. Sie spritzen sehr nützlich. Auch wenn man keine Sauerei machen will und zum Beispiel Wasser irgendwo in ein Gefäß oder Glas reinfüllen will, ohne dass es umspritzt, dort ist eine grosse Spritze sehr nützlich. Also Spritzen wäre mein Tipp Nummer 3. Die kann man immer wieder verwenden, solange man da nur mit Wasser arbeitet, passiert denen nichts. Die kann man wieder trocknen, nächstes Mal wieder vornehmen und brauchen. Das war mein nächster Fototipp.
Und schon kommen wir zu Tipp Nummer 4. Und zwar geht es da um die nächste IKEA-Besuch. Ja, du hast richtig gehört. Wenn du das nächste Mal in IKEA bist, halt nicht nur bei den Röschel-Kerzchen an, bevor du zur Kasse gehst, sondern gang auch noch zu den Aufbewahrungsmöbeln. Und zwar gibt es von IKEA die sogenannten Aufbewahrungsboxen Scoop. Ich habe hier ganz alte Modelle. Ich habe sie in weiß und in schwarz. Das ist so eine Stoffaufbewahrungsbox, die man aufklappen kann und mit so reinklappbaren Seitenwänden stabilisieren. Von denen habe ich, wie gesagt, weiße und schwarze. Meine sind recht alt. Die sehen wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr genau gleich aus. Das heisst, bevor du diesen Typ ausprobierst, schau entweder in deinem Kleiderschaft, ob du schon so etwas hast, oder ob die neuen auch noch funktionieren. Das weiss ich nicht genau. Es gibt das Modell Scoop noch, aber die nehme an, die sind nicht mehr genau gleich wie meine. Die ich habe, die brauche ich auf verschiedene Arten. Zum Beispiel die weißen, das waren lange meine ersten günstigen Softboxen gewesen. Man kann das nämlich aufstellen und da so eine rechteckige Schachtel daraus machen und hat da eine schöne Diffusionsstoffseite, die Licht durchscheint. Und wenn du zum Beispiel einen Aufsteckblitz hast, dann kannst du den da so gäbig aufstellen, hier reinstellen und dann hast du eine perfekte, wunderbare Softbox. Ich habe jahrelang mit diesen Dingen als Softbox gearbeitet, für Porträts oder für Produktsachen. Funktioniert perfekt, gibt schönes, weiches Licht und kostet wirklich 3-mal nichts. Die schwarzen, auch die kann man zusammenklappen und so ein Viereck daraus machen. Die brauche ich zum Beispiel, um den Hintergrund abschatten, abdunkeln oder auf der Seite abschatten. Auch da steht von selber, ist sehr gäbig zum Verräumen, weil man es zusammenklappen kann und zu wenig Platz braucht. Es ist auch, wenn es ein bisschen feucht wird, mal Tröpfchen drauf hat, kann man es abputzen, wieder trocknen, nächstes Mal wieder brauchen. Also Tipp Nummer 4 für die nächste IKEA-Besuch: Scoop als Softbox und Hintergrund. Ja, und schon kommen wir zum 5. und letzten von meinen Tipps. Fotografieren, das A und O ist Licht. Und das Licht, das wir daheim haben, das Fensterlicht, ist leider nicht immer genau so schön, wie wir es wollen und genau dort, wo wir es wollen. Aber es gibt da günstige und einfache Hilfsmittel. So kleine LED-Lämpchen, die kosten wirklich mittlerweile nicht mehr viel. Es gibt ganz einfache, einfach mit weißem Licht, zum Teil sogar noch mit einem Aufsatz, dass man sie irgendwo auf ein Stativ aufentun kann. Oder es gibt auch noch etwas bessere mit der Softbox vorne dran. Das Licht selber ist ganz dünn und klein. Das ist zum Beispiel ein Modell von Rolei. Es gibt aber auch andere Anbieter. Ich habe da keine Aktien und habe die selber gekauft. Der Vorteil von denen ist, sie sind etwas grösser. Man kann noch mehr einstellen. Ich habe nämlich hier verschiedene Farboptionen. Man kann zum Beispiel auch grün, rot, blau und andere Farben einstellen. Kann die Helligkeit von diesen Dingen steuern und auch der Weissabgleich, also die Farbtemperatur. Die sind sehr gäbig. Ich habe 2 Stück davon. Jetzt zum Beispiel bei Rolei gibt es immer wieder Aktionen, wo man die wirklich für einen sehr, sehr fairen Preis bekommt, für was es ist. Ich bin wirklich Fan von diesen Dingen und brauche sie viel. Aber eben, es gibt sie auch von anderen Marken. Am Schluss ist es einfach ein Lämpchen, das Licht macht. Also was für eine Marke drauf steht, spielt mir da eigentlich nicht so eine Rolle. Die kann ich wirklich empfehlen. Ich würde sie gerne noch unten im Kommentar verlinken, wie auch andere Sachen, die ich dir heute gezeigt habe in diesem Video. Ja, also das wäre es schon fast für heute. Und das Fazit eigentlich, mir ist es wichtig, dir zu zeigen, fotografieren, zumindest am Anfang, muss nicht teuer sein. Du musst nicht viel Geld ausgeben, für deine ersten tollen Fotos zu machen. Es ist absolut nicht nötig, für mehrere tausend Franken gerade eine wahnsinnig Profi-Blitzanlage zu kaufen und die teuerste Kamera mit dem besten Objektiv. Man kann auch mit einer einfachen Kamera und mit günstigen Hilfsmitteln tolle Resultate erreichen. Und wenn du dann dranbleiben und merkst, dass du irgendwo an die Grenzen kommst, dann wirst du dein Geld sicher auch später noch los mit dem Hobby Fotografie.
Aber eben, am Anfang einfach mal ausprobieren, mal kreativ sein, daheim herumschauen, was da so in deinen Schubladen und im Keller rumliegt und zuerst mal probieren, was du mit dem machen kannst. Geld ausgeben kann man dann noch. Ich hoffe, es hat dir gefallen, sei der ein und der andere Tipp dabei gewesen, der dir etwas gebracht hat. Wenn du Fragen hast zu irgendetwas von diesen Sachen, die ich dir heute vorgestellt habe, dann schreib mir doch deine Fragen gerne unten in die Kommentare. Wenn ich kann, probiere ich die sehr gerne zu beantworten. Und sonst heisst es wie immer, einfach ausprobieren. Wenn es dir gefallen hat, weisst du ja weiter, kannst du Merci sagen für das Video. Wenn du interessiert bist an mehr Tipps und an meinen Fotoprojekten, dann abonniere gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Dir viel Spass beim Fotografieren, beim Ausprobieren und beim Kreativsein. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.